aus der Reihe meines Burgenlexikons. Burgenlexikon von A bis Z. Was Sie schon immer über Burgen wissen wollten oder auch nicht. Von und mit Matthias Helzel alias der Burgenmeister. B wie Burgmannen, Burghüter. Wer bewachte eigentlich die mittelalterliche Burg? Schauen wir dazu erstmal ein Video an. Habt ihr euch jemals gefragt, wer im Mittelalter wirklich die Burgen sicher gehalten hat? Kleiner Tipp, es war nicht nur der klassische Ritter in glänzender Rüstung. Lasst uns ein paar royale Mythen entstauben. Früher war die Sicherheit einer Burg Sache der adligen Ritter. Stellt euch vor, schicke Rüstungen, dramatische Haarwürfe und ein lautes „Für die Ehre". Aber so um das 15. Jahrhundert herum änderte sich etwas. Es stellte sich heraus, dass die Edelleute ein bisschen zu beschäftigt waren oder vielleicht einfach zu faul, um den ganzen Tag Türen zu bewachen. Also fingen die Burgen an, bezahlte Wachen einzustellen. Ganz normale Leute mit weniger Titeln, aber viel besseren Anwesenheitslisten. Die Adligen konnten ein Nickerchen machen, schlemmen und Gedichte schreiben, während die neuen Wachen die eigentliche Bewachung übernahmen. Wenn ihr also das nächste Mal an eine Burg denkt, erinnert euch, hinter jedem faulen Adligen steckt eine hart arbeitende Wache, die für Sicherheit sorgt. Tja, das war das Video dazu zu den Burgmannen. Schauen wir mal in die Quellen, war das wirklich so? Teil 1. Wer oder was waren die Burgmannen? Die Burgmannen waren adlige Gefolgsleute eines Burgherrn, also eines Landesherrn, Fürstbischofs oder anderer höherer Herren, die sich dazu verpflichteten, die Burg zu bewachen, zu verteidigen und im Ernstfall mitzukämpfen. Dafür erhielten sie in der Regel ein Lehen, meist ein Burggut oder eine sogenannte Burghut, also ein Grundstück, ein Haus oder auch eine Einkunftsquelle als Gegenleistung für ihren Dienst. Das war der mittelalterliche Deal. Du verteidigst meine Burg und ich gebe dir ein Stück Grund und ein paar Privilegien. Hier sehen wir zwei Beispiele, wie im Prinzip so ein Burggut, also ein Dienst an der Burg und dafür ein Burggut vergeben wird mit Privilegien, einmal vom Bischof und einmal hier vom weltlichen Landesherrn. Der Dienst war dabei unterschiedlich geregelt. Manche Burgmannen hatten eine ständige Residenzpflicht auf der Burg, also dort wohnen, wachsam sein, präsent bleiben. Andere mussten nur zeitweise erscheinen, etwa bei Bedrohungslagen, Kriegszügen oder in bestimmten Jahreszeiten. Wie ein Wehrdienst auf mittelalterlich, könnte man sagen. Und damit nicht jeder mit Spieß und Holzschild aufkreuzt, wurde im Detail geregelt, welche Waffen ein Burgmann vorzuhalten hatte. Sogar welche Art Pferd er für den Dienst zu stellen hatte. Bitte mit gut genährtem Steitross erscheinen. Halfter links, Haltung gerade. Solche Regelungen finden sich zum Beispiel im bischöflichen Urbar B von Bamberg, wo alles fein säuberlich festgehalten wurde, vom Schwerttyp bis zur Anwesenheitspflicht. Ja, Verwaltung kannten sie damals schon, besonders wenn es um Dienst und Pflichten ging. Teil 2. Burghuten, Lehen mit Sonderrechten. Die Burghut war mehr als nur Grundstück. Sie war ein Lehen mit besonderen Rechten. Besonders spannend wird's, wenn diese Güter innerhalb einer Stadt lagen, denn sie waren nicht dem Stadtrecht unterworfen. Das bedeutet keine städtischen Steuern, keine Zölle, keine kommunalen Kontrolle. Stattdessen nur der Burg- oder Landesherr hatte das Sagen über dieses Burggut. Heute würde man sagen, steuerfreie Zone mit historischem VIP-Zugang. Diese sogenannten Freihöfe oder Burggüter waren deshalb äußerst begehrt. Und das auch noch, nachdem der aktive Burgendienst längst abgeschafft worden war. Das Lehen blieb, die Pflicht fiel weg. Ein Traum für jeden Mittelalterhausbesitzer. Die Burgmannen waren formal weiterhin Lehensmänner, aber das Schwert hing da eher dekorativ an der Wand. Hier mal ein bisschen dargestellt, wie so ein Burggut, ein Freihof ausgesehen hat und natürlich den Unmut der normalen Bevölkerung der Stadt auf sich zog, weil natürlich die weiterhin Steuern zahlen mussten.
Teil 3: Dienst, Dienstvertretung und ein bisschen Bequemlichkeit. Der Dienst auf der Burg war verpflichtend, aber nicht immer persönlich. Es war durchaus üblich, sich durch einen ehrbaren Knecht oder einen gleichgestellten Ersatzmann vertreten zu lassen. Der mittelalterliche "Ich kann heute nicht, schick mal wen" Service. Schafft. Wo sind denn wieder diese Burgmannen? So könnte es natürlich auch ausgesehen haben. Der Dienstplan rechts und links, man macht sich's gemütlich, weil man delegiert, bzw. jemand anders hinschickt. Die Burgmannen, ob sie nun persönlich kamen oder nicht, standen unter dem Kommando des Castellanus, dem Burgkommandanten, der meist ebenfalls adelig war. Er war Chef über alles: Wachen, Küche, Pferdestall und natürlich über die adligen Burgmannschaft. Bei seinem Burgendienst hatte man natürlich auch Nachtwache. Wer kommt denn hier zur Burg herein? Aber natürlich auch, man saß zusammen, spielte vielleicht etwas, sitzte seine Zeit quasi ab. Aber auch Torwache ist belegt, dass die Burgmannen auch Torwache schieben mussten, natürlich auch kontrollieren, wer kommt denn zur Burg. Mit der Zeit, etwa ab dem 15. Jahrhundert, setzte sich jedoch ein anderer Trend durch. Der Dienst wurde seltener vom Adel selbst ausgeübt. Stattdessen wurden bezahlte Untertanen, Kriegsknechte und Söldner eingesetzt. Vielleicht war das tägliche Auf- und Absteigen vom Wehrgang zu viel für so manchen Edelmann. Jedenfalls wurde der Burgdienst professionalisiert. Der Adel verabschiedete sich und das System wandelte sich. Teil 4: Burggüter, auch ohne Burg. Besonders kurios, auch wenn die Burg zerstört, verlassen oder sogar verkauft wurde, die zugehörigen Burggüter und Burghuten blieben bestehen. Beispielgefällig: Bei der Burg Turndorf in der Oberpfalz sind bis zu 19 Burghuten historisch nachweisbar. Hier sehen wir eine mögliche Rekonstruktion der Burg. In der Mitte natürlich der mächtige Bergfried, außenrum die normalen Burghäuser wie Rathaus nachgewiesen, Palastgebäude, Kapelle. Außerhalb von dem Burggelände waren dann die sogenannten Burgmannenhäuser, Burghuten, angelegt. Tja, das ist heute noch übrig von der Burg Turndorf, das Fundament dieses mächtigen Bergfrieds, 12 auf 12 Meter. Mehr blieb leider nicht übrig, der Rest ist Friedhof. Manche dieser Güter lagen direkt auf dem Burggelände, mit eigens errichteten Burgmannenhäusern, die von einem oder mehreren Burgmannen gleichzeitig bewohnt wurden. Andere lagen außerhalb, manchmal weit entfernt. In der Stadt Eschenbach in der Oberpfalz, rund 16 Kilometer von Turndorf entfernt, waren zahlreiche Burggüter vergeben, meist große Stadthäuser mit zusätzlichem Landbesitz außerhalb. Das zeigt, der Burgendienst war nicht nur militärisch, sondern auch ein Mittel zur territorialen Kontrolle und sozialen Bindung des Adels, weit über die Burgmauern hinaus. Noch ein Beispiel: links die Burg Vilsep bzw. Dagestein, hier wurden auch Burggüter vergeben, oder rechts das mögliche Aussehen der Burg Stierberg, hier wurden auch Burggüter vergeben. Auch bei dieser Burg, der Burg Waldeck in der Oberpfalz, so könnte sie ausgesehen haben, wurden Burggüter vergeben, die im näheren Umgriff der Burg lagen. Fazit: Vom Ritterdienst zum steuerfreien Stadtpalais. Das System der Burgmannen und Burghuten war ein komplexes Netzwerk aus Militärdienst, Lehensystem und Sozialstaat. Es zeigt, wie sehr Schutz und Herrschaft im Mittelalter zusammengehörten und wie praktisch es war, adligen Dienst mit attraktiven Rechten zu belohnen. Auch wenn der aktive Dienst irgendwann entfiel, die Burgmannshäuser, Burggüter und Rechte blieben oft über Jahrhunderte erhalten. Danke, dass Sie dabei waren. Ich hoffe, Sie konnten ein Stück Burgengeschichte, Burgenwissen mitnehmen. Ihr Matthias Helzel alias der Burgenmeister. Und nicht vergessen, abonnieren und liken ist kostenlos.